Na, herzlich willkommen. Frisch angekommen hier vor einer halben Stunde. Wer bist du und was machst du hier? Ja, mein Name ist Claudio Enzler. Ich bin Sänger bei Sacrificium und ein paar anderen Bands. Spiele heute auf dem Elements of Rock Festival. Ja, Du bist schon ein paar Mal hier gewesen. ja In verschiedenen Formationen. richtig. Ja. Es gibt diverse Bands, die ja schon gespielt haben von mir. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gespielt habe. Wahrscheinlich das Festival. Übersicht verloren. Ja, absolut. Und was bringt dich immer wieder hierher? Was gefällt dir hier am Elements of Rock? Gut, zum einen die Community, wie das Ganze aufgezogen ist, die Gemeinschaft zwischen den Leuten, man kennt inzwischen auch über die Jahre einfach jeden Einzelnen. Das Familientreffen hier. Ja, absolut. Es ist, und halt super gut aufgezogen, also ohne jetzt schleimen zu wollen. Und was motiviert und inspiriert dich für die Kunst, die du uns dann hier immer wieder präsentierst? Was mich motiviert? Gut, ich meine, die Musik ist purer Idealismus, das ist ganz klar. Geld verdienen tut man da nur bedingt, ist auch gar nicht die Intention dahinter. Es ist einfach die Spaß an der Musik, die Spaß, den Leuten was zu bieten, textlich wie auch musikalisch und ja, das eigentlich. Und wie machst du das, dass du dran bleibst und nicht irgendwo mal einknickst unterwegs? Weil es ist ja auch immer wieder mit sehr viel Zeit und Energie verbunden, das Ganze. Gut, aber das ist ja eigentlich, wenn ich mir das so angucke, wie in jeder Beziehung, sei es zwischenmenschlich oder sonst was, es gibt immer schwere Zeiten, wo man sich durchbeißen muss und dann kommen auch wieder gute Zeiten. Wir hatten jetzt erst mit der Aufnahme von der letzten Platte eine ziemlich schwere Zeit, weil Corona dazwischen war und man durfte nicht wirklich sich zu 5 treffen. Ich weiß nicht, wie die Regularien in der Schweiz waren, aber wahrscheinlich ähnlich. Das hat halt alles sehr lang rausgezögert und es war schon frustrierend irgendwann mal, weil man arbeitet ewig an ein und derselben Sache und man will irgendwann das Endprodukt in der Hand haben. Und ja, das war sehr, sehr schwer. Aber wir haben es geschafft. Heute ist offizielle Release. Offizielle Release? Wusste ich gar nicht. Ja. Aber du hast gesagt, du bist in mehreren so Bands und Formationen irgendwie dabei. Ist das so ein bisschen dein Hauptding oder kannst du das überhaupt sagen? Was meinst du mit Hauptding? So, ich meine, wenn dich jetzt jemand fragt, was du so im musikalischen Bereich machst, dann sagst du, ich bin bei dieser Band. Ist es dann diese Band, die du sagst, oder sagst du, nee, ich habe 100 verschiedene Dinge? Du meinst das Sacrificium? Ja. Gut, dadurch bedingt, dass ich jetzt auch schon überlegen, 28 Jahre bei der Band dabei bin. 28 Jahre. Ja, wir haben ein 30-jähriges Jubiläum heute. Oder im Jahr 23 sogar. Ist das schon so ein Baby, ne? Das hat halt wirklich das Leben begleitet. Weil ich werde jetzt 45, also war immer ein Teil davon irgendwie. Soweit man nimmt sich zurück. Ja, von dem her ist das eigentlich schon die Band, wobei ich da gar nicht so differenzieren möchte. Also ich habe jetzt nicht weniger Motivation für die anderen Bands. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Einfach so wie hat alles denselben Stellenwert für mich. Ja. Ansonsten wäre es glaube ich auch falsch. Also. Und du bist scheinbar auch ebenso in verschiedenen Orten unterwegs. Manches ist vielleicht ein bisschen christlich, anderes vielleicht ein bisschen säkulär. Spürst du da die Unterschiede? Und was findest du in beiden Welten vielleicht spannend, was das andere nicht hat oder umgekehrt? Oder ist es für dich alles dasselbe? Also größtenteils ist es dasselbe. Was im Christenbereich vielleicht ein bisschen anders ist, die Szene ist nicht ganz so groß. Und es ist halt schon familiärer. Also ich wage mal zu behaupten, wenn ich jetzt hier auf dem Blast oder auf dem Elements, auf die Festivals gehe, ich kenne die meisten Leute, zumindest habe ich zumindest mal das Gesicht gesehen. Ja. Und, aber das ist auch was Schönes. Ich freue mich jedes Mal wieder, die Leute zu sehen und einfach, ja, es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, das ist einfach super toll. In der säkulären Szene ist es, finde ich, ein bisschen anonymer. Aber großartige Unterschiede. Und so die Szene selbst, also die Leute, wenn du mit anderen Musikern oder Labels oder so zu tun hast, kannst du das überhaupt generell unterscheiden oder sind es einfach sowieso unterschiedliche Menschen und deswegen ist es halt anders? Oder spürst du schon gewisse Tendenzen von der Kultur her?
kommt drauf an. Also wir haben jetzt momentan das Glück, dass wir bei Nordic Vision einen Vertrag wieder unterschrieben haben, die auch schon ein paar Sachen für uns vorher rausgebracht haben. Die kennt man über die Jahre und das sind einfach herzliche Menschen und die haben, glaube ich, genauso viel Idealismus mit ihrem Leben wie ich mit meiner Musik und machen es einfach mit Herz. Und das ist das Schöne. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Beispiel Goblins Blade oder My Darkest Tale, die bei Massacre unterschrieben haben, säkuläres Label, ja, da ist es, also generell ist es schon, geht es schon um Business, das ist klar, aber man kann Business führen mit Herz und man kann Business führen, das rein nach Zahlen ausgerichtet ist. Und also meine Erfahrung, es liegt vielleicht aber auch an der Größe der Band, ist dann eher, dass im säkulären Bereich dann schon die Zahlen wichtig sind. Und, ja. Was sind so die Erwartungen? Ich denke, wenn du so in der christlichen Szene unterwegs bist, dann kann es schon vorkommen, dass gewisse Leute dann das Gefühl haben, der muss mich jetzt repräsentieren, der muss jetzt wie ein christliches irgendwas. Hast du da auch schon gemerkt, was die Leute auch auf dich drauf projizieren und Erwartungen haben? Oder dann vielleicht auch mal nicht einverstanden sind mit deinen Aussagen oder Verhalten, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es ihr Christentum widerspiegelt oder so? Also ja, definitiv. Generell würde ich sagen, du hast, egal wo du dich bewegst, diese Problematik, dass es immer Leute gibt, die Dinge anders sehen. Wir speziell bei Sacrificium stoßen immer auf die Kritik, dass wir einen sehr offenen Sprachgebrauch hatten, nennen wir es mal so. Offenen Sprachgebrauch. Nein, wir nennen einfach Dinge beim Namen und ich persönlich finde Death Metal oder Death Metal, Black Metal ist eine sehr emotionsgeladene Musik und da können auch Emotionen rein und da möchte ich persönlich nichts glattbügeln. Ja. Und das sehen gewisse Kulturkreise dann halt anders, wenn sie halt eher traditionell angehaucht sind. Absolut, so, ja. absolut. Und das ist wirklich ein großes Thema, gerade in der Christenszene, gerade auch, ich denke, verstärkt im amerikanischen Ja, das ist wirklich total, ja. So das F-Wort und S-Wort. Genau. Finde ich persönlich ganz amüsant, weil ich bin einfach so aufgewachsen. Ja. Also seit klein auf bin ich irgendwie mit Christen zusammen in Kirchen unterwegs und da war das nie ein Thema. Also natürlich sagen manche Leute, das sollte man vielleicht nicht sagen, aber da regt sich keiner drüber auf. Aber wir werden ständig damit konfrontiert, weil wir halt einfach Dinge so aussprechen, wie wir so aussprechen wollen. Ja. Gut, im Endeffekt muss jeder wissen, wie er mit einer Sache umgeht, ob es für ihn gut ist oder nicht und seine Schlüsse draus ziehen, aber ich werde garantiert mich nicht deswegen ändern, weil sich Leute beschweren. Ja, okay. Das verstehe ich total. Und was wünschst du dir von dieser Community? Also grundsätzlich, du hast gesagt, familiär, man ist aufgenommen, aber gibt es was, wo du das Gefühl hast, das ist so ein bisschen eine Verantwortung, die diese Community auch so tragen könnte oder sollte? In Bezug auf Sacrificium oder wie meinst du das? Allgemein. Also gibt es wie, wo du dir denkst, so, diese Szene, die ist cool, das und das könnte noch ein bisschen mehr sein, in diese Richtung könnte es gehen, so? Also prinzipiell finde ich, dass die Szene eigentlich schon alles richtig macht. Ich mache den Job jetzt bei Sacrificium seit 28 Jahren, bin durch alle Bereiche gegangen und hatten auch in der Anfangszeit eine sehr schwere Zeit, weil gerade Anfang der 90er war es dann halt mit Death Metal und Christen sehr, sehr schwierig. Ich wünsche mir einfach nur von der Szene, dass man offen gegenüber allem ist, dass man auch vielleicht Leute, die meinetwegen von sich behaupten, sie seien Satanisten oder einfach einen anderen Glauben haben, einfach auch akzeptiert, annimmt und auch Als Menschen halt auf Augenhöhe begegnet. Einfach dieses Menschlichsein. Das vergessen manche sind zu arg in ihren Doktrinen drin, dass sie halt sagen, ja, aber so muss es sein. Oder vielleicht auch den Menschen versuchen zu überzeugen von ihrem Glauben. Ja. Ich denke, Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht arg über meinen Glauben rede, weil ich finde, das ist was sehr Persönliches. Wenn aber das Gespräch drauf fällt, von der anderen Seite her, dann rede ich darüber. Klar, weil dann interessiert sich jemand dafür, aber ich kann nicht Leute damit erschlagen. Und das ist meine Erfahrung auch mit säkulären Bands.
die sind oftmals erstaunt, was, du bist Christ? Aber man hat sich schon vorher kennengelernt und war vorher schon im Gespräch und man hat nicht das Gespräch mit so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Totschlag-Thema angefangen, wo die Leute vielleicht dann gleich mal ablehnend sind. Also dass man grundsätzlich mal dem Menschen begegnet, Beziehungen auch aufbauen kann und nicht, dass die einzige Funktion, die dieses Zusammentreffen hat, ist, dass ich quasi meinen korrekten Glauben dir überstülpen kann, sondern wir begegnen uns und Gegenüber einfach so, wie er ist, mit seinen idealen Glauben einfach akzeptieren. Was denkst du, woher kommt die Angst, dass das vielleicht oft gar nicht passiert? Also was ist so der Angstgedanke? Wahrscheinlich ist es ja irgendwie eine Form von Angst oder Stolz oder irgendwas, dass man sich gar nicht auf das andere einlässt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann jeder Einzelne für sich selbst am besten beurteilen. Ich denke, da ist schon ein gutes Stück, oder ich hoffe zumindest ein gutes Stück Nächstenliebe dabei von den Menschen, die einfach für sich sehen, okay, mir tut der Glaube an Gott gut. Und vielleicht mein Gegenüber ist ein bisschen verloren und vielleicht würde ihm das auch gut tun. Aber dass die Haltung nicht ist, ich muss dich jetzt korrigieren oder retten oder so, sondern dass man etwas hat, was man teilen möchte, weil es halt was Gutes ist. Und nicht wie, ich muss grundsätzlich zuerst deklarieren, dass du alles falsch machst, damit ich dich dann überzeugen kann. Das wäre ja auch der völlig falsche Ansatz. Ja. Also wenn mir jemand sagt, du bist ein Depp, du machst alles falsch, dann gehe ich auch erstmal auf Ablehnung. Ja. Egal, ob der Recht hat oder nicht. Ja. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, das Gespräch mit den Menschen suchen und wenn das Thema drauf fällt, dann kann man sich austauschen. Und mit dem Umgang, wie du gesagt hast, zum Beispiel mit Sprache. Also dieses Aushalten auch von unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Empfinden oder so, das ist auch etwas, was ich beobachte in der christlichen Szene, was dann oft so ein bisschen schwierig ist. Weil, ich weiß auch nicht, weil die Leute nicht so bereit sind, eben auszuhalten, dass der andere jetzt eine andere Überzeugung hat. Und ich muss den jetzt irgendwie rumkriegen oder so. Also ein bisschen dieses auch tolerieren, du brauchst jetzt wie andere Worte als ich und dass ich dann für mich sagen kann, okay, mach du das so. Was hast du das Gefühl, was ist auch so ein bisschen dein persönlicher oder euer als Bands Beitrag für die Szene? Was habt ihr das Gefühl, wo prägt ihr auch irgendwie was von dem, was dir wichtig ist, mit so? Gibt's da Dinge? Ja gut, in erster Linie drücken wir uns durch unsere Texte aus, weil die immer sehr persönlich sind. Das sind eigentlich immer Themen, die uns gerade beschäftigen zu der Zeit, wo wir die Platte schreiben. Und von dem her teilst du ja persönliche Dinge durch die Musik. Wir machen es meistens ein bisschen verblümt. Wie gesagt, selbe Thematik. Du kannst den Leuten nicht vors Hirn hauen und einfach, man kann das alles rauslesen, wenn man es will. Die Message ist da. Und ich denke, das ist das, was wir mit den Menschen teilen. Und ich will es persönlich auch für jeden empfänglich machen. Deswegen halt dieses Verblümte. Weil ich kenne sehr viele Leute, die sehr auf Ablehnung sind, gerade mit der Christenszene. Aber dadurch, dass sie halt nicht gleich mit der Bibel erschlagen werden, sind sie dann doch plötzlich offener, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben mit solchen Leuten, die halt das alles anders ausleben. Ja. Hey, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, und ich habe zu danken. Bis bald mal.